und herzlich willkommen zu einer neuen Vorstellung von Star Citizen. Wir haben uns heute ein neues Raumschiff geleistet, den Freelancer Max, mit einem neuen Hangar, und der sieht doch schon mal ein bisschen moderner und attraktiver aus als der andere, wo wir hatten, den Self-Landing Hangar. Ich bin jetzt hier gespawnt. Und ja, ich muss leider sagen, der Track Air, der läuft immer noch nicht. Und ich kenne diesen Hangar absolut noch gar nicht. Also von dem her ist es total blind für uns alle. Wir schauen mal, was wir hier haben. Oh, nice. Hier haben wir ein Hologramm. Okay, das ist das. Ja, okay. Ja, da können wir uns die verschiedensten Schiffe mal durchschauen und so weiter. Ne? Ah, scheiße, falsche Taste. Das ist okay, brauchen wir aber jetzt vorläufig nicht. Hier haben wir wieder ein paar. Ja, das Schauen, das ist. Warte mal. Okay, das ist links, rechts. Das ist komisch. Ja, das Laufen. Aha, das ist Laufen. Das ist zurück, okay. Das ist ja saudoof. Und rumschauen, wie kann... Ich bin gerade mit dem Joystick beschäftigt. Okay. Rumschauen? Wie geht das mit dem Joystick? Gar nicht. Fire, ja. Ja, wir machen es mit der Tastatur, Mensch. Aber aufstehen kannst du immer wieder. Du liegst noch, oder? Okay. Ja, steh mal auf. Steh auf, Kollege, steh auf. So, okay, also das ist der Hangar. Sieht wirklich echt nice aus. Nicht mehr so, 0815. Hier haben wir die alte, also die bisherige Aurora. Aber zu den Raumschiffen kommen wir erst, wenn wir da jetzt mal den Hangar besichtigt haben. Richtig nice. Also da liegt wirklich grafisch sehr viel Liebe drin. Boah. Das ist so... Keine Ahnung. Warning B7. Content. Liquid, okay. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich Stromerzeugungsanlage oder sowas. Hier haben wir ein großes Tor. Nice. Das ist wunderschön gemacht, liebe Freunde. Hier hätten wir einen... Alter, da muss der springen, hey. Wenn du da hoch willst. Okay, hier für die Sicherheitsdings oben, wenn irgendwas klemmt da oben. Nice. Und hier ein Hangartor, was natürlich verschlossen bleibt. Und hier noch mehr solche, ich sage jetzt denn mal Generatoren, keine Ahnung, was die machen. Aber nice. Und hier haben wir noch ein Hangartor. Und hier haben wir das neue Schiff. Wir haben 2 Schiffe. Nee. Also doch 2 Schiffe haben wir, aber ich habe nur 2 Plattformen hier. Komischerweise. Ja, nee, da vorne könnte noch eins. Naja. Das ist der Freelancer Max. Den schauen wir uns später an. Jetzt schauen wir uns erstmal den Hangar weiter an, den neuen. Oh, nice. Da gehen wir gleich mal hoch. Das ist der Lift. Wow, nice. Ringsrum Glas, Leute. Ringsrum Glas. Oh, Leute. Oha. Schaut euch mal an. Geiler Lift, muss ich echt sagen. Schade, dass der Track hier nicht geht. Hä? So. Ja. Willst du mich jetzt verarschen? Nein! Lift! Ich will nach oben! Hoch! Och Mann! Naja, fahren wir nochmal runter. Toller Lift. Das ist übrigens der Aero Vives
Hangar. So, nochmal rein. Tür zu. So, ich will jetzt auf die Plattform hier oben. Aber wirklich nice gemacht. Grafisch absolut unschlagbar. So. Oh, komm. Wieso komme ich da nicht raus? Ha! Draußen. Na. Okay, ich habe keine Ahnung. So, das ist der Freelancer. Der Kollege schreibt mir gerade 13.650 € für irgendeinen Combo-Pack, das alle Schiffe, wo es bis zum 2014 gibt oder gegeben hat, plus noch ein paar vom 2015. Ja, das ist aber dann wirklich komplett das Game. Okay, kommen wir wieder zurück hier hin. Das ist unser Freelancer Max. Richtig nice sieht er aus. Richtig klein im Gegensatz zu der Aurora. Quatsch. Ich wollte sagen, die Aurora MR sieht verdammt klein aus im Gegensatz zum Freelancer Max. 2 Crewmitglieder haben Platz und ist quasi ein Transporter. Aber der Hangar gefällt mir auch echt gut. Ne? Also, oh, Alter. Wow, mit Glasboden. Nice. Leute, wow. Herrlich, da haben sich die Entwickler wirklich was dabei gedacht und wirklich ins kleinste Detail gearbeitet und, oh Leute, nice. Der Hangar gefällt mir einiges besser als den, was ich zuerst hatte. Alter Schwede. Die Spiegelungen, Lichteinwirkungen und so weiter, genial gemacht. So, wir gehen mal in die Mitte. Mal schauen, was ich da habe. Oh, hier habe ich... Oh, hier hätte ich auch einen Lift. Kann ich diesen Lift eigentlich auch irgendwie rufen? Ah ja, okay. Sensor. So, das ist der Freelancer Max von dieser Seite. Wahnsinn, diese Turbinen, was der hat. Wahnsinn. Und auf dieser Seite unser erstes Schiff, die Aurora MR. Auch nice. Schnuckelig, aber nice. Jo. Ja, das ist der Lift, aber da will ich nicht hin. Danke. So, wir gehen noch mal auf die andere Seite. Die wird wahrscheinlich genauso ausgestattet sein wie... Habe ich da drüben eine Tür? Nein, da ist schon mal was anderes. Eine Tür. Wow, die geht sogar auf. Oh, nice, Leute. Alter, schaut euch das mal an. Wow. Alter, Kommandozentrale vom Allerfeinsten. Oh my God. Was haben wir hier? Sternenkarte oder wie? Ja, genau, steht da drauf. Perfekt. Schiffsstatus, Sternenradar. Oh, nice. Nur anschauen kannst du, aber Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Also, oh. Ja, hier kann ich nicht hinsitzen, aber das ist so quasi das Kontrollpult für den Hangar. Oh. Ah, okay. Restart gewesen, ne, keine Ahnung. Ja, hier steht ziemlich viel drauf. Man kann nichts sehen, aber ja, sieht geil aus. Und hier ist der Kommandant. Ups, hey. Oh, das kann ich sogar... Ah ne, ich kann das... Ja, das kennen wir ja schon. Tasse und Geheimcode. Ja gut, der Hangar hat noch irgendwie... Da komme ich nicht raus, noch nicht. Irgendwann wird es soweit sein. So, hier komme ich aber raus. Also die Türen haben sie auch nice gemacht. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Hangar. Aber richtig geil gemacht, diese Kommandozentrale hier. Hut ab vor den Entwicklern, liebe Freunde. Hut ab. So, wir
rufen den Lift. Er hat so einen Sensor am Boden, darum weiß der Lift auch, wann jemand reinsteigen will. Oh, das wird so richtig cool im Multiplayer-Session mit dem Kollegen. So. Richtig geiles Geräusch auch, was der Lift macht. Wow. So, das wäre mal der Hangar in dem Sinn gewesen. Na, vielleicht finden wir noch was. Da oben waren wir. Wahnsinn. Wahnsinn. Also Entwicklungsdesign, technisch Wahnsinn, kann ich nur sagen. So, hier haben wir die Aurora. Die muss ich ja, glaube ich, nicht wirklich präsentieren. Die kennen wir schon. Na, alles beim alten. Mein First Schiff, mit dem habe ich gestartet. Noch nie geflogen. Komm, lass mich doch jetzt. Mann, oh. Lass mich doch hoch. Komm, lass mich hochklettern. Ich komme nicht drauf, Mann. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Naja, nicht so schlimm. Auf jeden Fall Hammer-Schiff. Sieht auch very nice aus. So, und jetzt gehen wir mal die neue Errungenschaft anschauen. Ich habe sie bis jetzt nur auf Videos gesehen, online, aber noch nie in realitätsnah. Oh, schaut euch das an. Ausgestattet mit Raketen. Nice. Hey, schaut euch das Design an. Na, Wahnsinn. Wahnsinn. An jede Kleinigkeit gedacht. Jede Niede sitzt und... Oh. Oh. Landefüße für Schnee und Eis, Wasser und weiß nicht mehr was. Naja gut, am Wasser wird das wahrscheinlich nicht wirklich landen. Dann haben wir hier eine 360 Grad Gatling. Schaut euch nur mal dieses Geschoss an. Und diese Turbine. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Und hier haben wir das Cockpit. Und hier... keine Ahnung, was das ist. Und hier haben wir den Einstieg übrigens. Hier unten. Aber wir schauen uns dieses Schiff... naja gut, neuwertig, ne? Hätten sie auch irgendwie... also... hallo? Ich habe ein neues Schiff bestellt und gekauft. Was sind denn das für Schrammen schon? Ah, immer diese Occasion-Sachen hier. Unglaublich. Aber schaut es euch mal an. Diese Seite auch Gatlings und Düsen für nach oben zu fliegen und abbremsen und so weiter. Richtig nice. Ja, auch hier eigentlich das gleiche wie auf der anderen Seite. Aber echt genial, schön designt. Und schauen wir uns mal die Düsen an. Wahnsinn, diese Düsen. Oh, hier steht sogar noch. Be careful, hot surface, do not touch. Es wird heiß, also nicht anfassen. Und das auch. Wahnsinn, diese Spiegelungen und so weiter und so fort. Genial. Und das hier ist unsere Ladeklappe. Oh, die können wir aufmachen. Wow. Hey. Er drückt sie mich doch schon fast. Wahnsinn, da kannst du mit Autos reinfahren und weiß nicht was. Alter Schwede, schaut euch mal diesen Ladefläche-Raum an. Nice. Wow, und die Innenausstattung. Wirklich great gemacht. Aber was ist denn das Schwarze hier? Mensch, sind die Kabel schon... warum sind die schwarz hier? Sind die schon verbrannt oder was? Ey, ich glaube so langsam echt, dass ich hier ein Occasion-Schiff bekommen habe. Ey. So demoliert wie das ist. Mann, nichts bekommt man. Und hier kommt man... na, wir machen mal hier die Luke wieder zu. Das geht nämlich auch. Zack, wir schauen mal, wie die Luke zugeht. Nice. Aber wirklich an alles gedacht. An die Mechanik. Schauen wir da mal an. Da fährt es nach vorne, da nach unten und very nice. Also umsetzungstechnisch
1A hammermäßig. So, jetzt hier. Oh. Oh. Do not stand here. Ich sollte hier nicht stehen. Also ich sollte hier nicht stehen. Warum auch immer. Dangerous, es ist gefährlich, ja. Luftluke, geil. Kann ich da? Nö, kann ich nicht. Okay. Ach, ich muss die Tür wieder selbst zumachen. Ah, okay. Naja, wenigstens das hätten sie ja können machen. Ich muss echt die Türen selbst zumachen. Na, hallo? Luftanzeige und so weiter. Boah, Leute. Eine Küche. Wow. Na. Eine Küche. Bordküche. Das ist ja geil. Das ist... Ey, komm runter. Komm runter. Ich will erst mal schauen. Was ist das denn? So ein Kontrollpult. Das ist ja geil. Ach, da geht's runter, Mensch. Mann. Das ist so ein Kontrollpunkt. Dings für Waffen, glaube ich. Oh, ich kann das sogar noch benutzen. Oh. Was kann ich jetzt tun? Nix, ich kann nur hinsetzen und das war's. Umschauen und das war's. Oh Mann, oh. Wie kann ich jetzt aufstehen wieder? Lol. Jetzt sitze ich hier und singe ein tolles Lied für euch, denn ich kann jetzt nicht mehr aufstehen. Ja, ich weiß nicht warum. Hä? Hallo? Leute? Hallo? Hinsitzen kann ich. Aber nicht mehr aufstehen, oder was? Klemme ich hier? Oder was ist los? Nö. Einfach nicht. Der will einfach nicht aufstehen. Nö. Nö. Ja, ich mach mal hier schnell einen Break, weil ich glaube, ich muss mal schnell neu starten. Weil irgendwie... wie soll ich das jetzt genau sagen? Ich komme hier nicht mehr weg. Nee, ich kann drücken F und machen, was ich will. Nee, ich komm hier nicht weg. Ich mach schnell einen Break. Bis dann. So, sind wieder zurück. Hallo. Ja, wie soll ich sagen? Ich musste restarten, neu in den Hangar kommen, weil irgendwie war ich das letzte Mal, da waren wir ja vorhin da gesessen und konnten nicht mehr aufstehen. Übrigens, wir kamen ja hier von der Luke, von der Boarding oder Cargo Luke und hier unten, wenn man hier sieht, diesen Boden da, das ist eigentlich der vordere Eingang, den wir vorhin gesehen haben. Also hier könnte man auch wieder raus. Und auf der Seite haben wir das gleiche wie hier drüben. Was ich cool finde ist, wenn man das hochklappt, gehen beide wieder hoch. Von dem her hat man wieder Platz, wenn es nicht oben ist. Wenn es unten ist. So, dann gehen wir mal hier zu den Schlafgemächern, die wir hier nicht nutzen können. Oh Mann, wieso kann ich nicht die nutzen? Also da gehe ich lieber in die Aurora. Ne, auch da nicht. Da gehe ich lieber in die Aurora, da kann ich wenigstens schlafen. Vier Betten. 2 Crewmitglieder, aber 4 Betten. Nö, die Betten kann ich ja echt nicht nutzen. Ist ja schwach. Dann gehe ich lieber. Hä? Da hat es Platz für 4. Hallo? Das war da.
Ja, gut. Crewmitglieder, da stand da zwar 4, aber 2, aber jetzt irgendwie 4 Plätze. Doch 4 Personen. Ja. So, das ist. Ja, bücken wir uns mal. Das ist also das Cockpit. Von hier aus funktionieren die ganzen Tastaturen. Sieht aus wie in einem Flugzeug. Gut, ich war noch nie in einem Flugzeug, aber so, ne, ungefähr. Wir sitzen mal hier hin, aus der Hoffnung, dass wir wieder aufstehen können. Ja. Herrschaft nochmal. Stehe ich denn normalerweise auf, Mensch? Normalerweise doch mal F drücken, oder nicht? Hey, ich spinne doch jetzt nicht. Es ging doch bis jetzt immer. Hallo? Steh jetzt mal wieder auf. Nö. Alter, was bin ich denn für ein bekloppter Mensch? Nö. Einmal gesessen und dann ist er schon so müde, dass er sitzen bleibt. Oh Mann, Leute. Kann doch eigentlich nicht... Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Ach Gott, Leute. Das kann doch nicht sein. Ein- und aussteigen geht, aber hinsetzen und wieder aufstellen geht nicht. Was sind das für ein beklopptes Dings hier, Mensch? Also ich habe jetzt alle Tasten gedrückt, welche ich hier habe. Hilfe? Ich weiß nicht mal, wie ich den Chat aufgemacht habe. Okay. Ganz mystisch. So, lass mich doch jetzt aufstehen. Nö, will er nicht. Das Bett kann man nicht benutzen und dann muss er halt auf den Stuhl gehen. Ach Leute. Nochmal ein Break. Wieder zurück hier bei Star Citizen. Na, wisst schon. Ja, da sind wir vorhin gesessen. Ach, da setze ich mich nicht mehr hin. Und... Ach, okay. Da setze ich mich auch nicht hin. Das Einzige, wo ich mich jetzt noch hinsetze, ist hier drauf. Und wenn ich da nicht mehr aufkomme, dann ist es auch nicht so schlimm, weil dann haben wir alles gesehen. Ja, das ist die Steuerung. Und ja, Joystick-technisch ist es sowieso eine Katastrophe. Der macht nämlich gar nichts. Baseline, ja. So, fliegen können wir ja noch nicht. Wir können aber die Aussicht genießen und ein bisschen im Cockpit rumschauen. Viel kannst du leider noch nicht machen. Fliegen und so weiter auch nicht. Und der Freelancer, der hat irgendwie ein Problem mit dem Ab- und Aufsteigen von den Sitzen. Ich weiß nicht, ne, ob das halt so ein kleiner Bug ist. Ist der Ganze noch Alpha, Early Access, wie auch immer. Und dieser Hangar ist eigentlich nur so mal als Beschauung der Sachen. Jo, mit dem Sicht aus der Freelancer Max verabschiede ich mich für diesen kleinen Rundgang. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich kann euch wirklich nur ans Herzen legen. Wenn ihr so Weltraumspiele mögt, dann spart euch Geld zusammen und unterstützt dieses Projekt. Star Citizen. Bald kommt der Singleplay-Modus raus und dann hoffe ich, können wir hier aus unserem Hangar raus agieren, fungieren und Spaß haben. Ja, mit den Worten verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann wieder bei Star Citizen, wenn es wieder was Neues gibt von meiner Seite aus. Und wenn wir mal ein bisschen wirkliches Gameplay zeigen können. Bis jetzt
kann ich gameplay-technisch noch nicht viel zu sagen. Wir haben ja schon mal einen Rundgang durch eine Base gemacht, also durch eine Station. Wir haben ein Universum, wo wir noch Flugzeuge und so weiter fliegen können und so weiter, aber da habe ich noch nicht ganz durchgeblickt, wie es funktioniert, weil ja, irgendwie habe ich es nicht hinbekommen, dass ich da irgendwie irgendein Schiff fliegen kann. So, da drüben meine Aurora und mit dem Bild sage ich Tschüss, ciao, ciao und bis dann, ciao. Exiting interspace. Location unknown. Everyone okay? I'm fine, sir. Did we get it? Jump point is charted, sir. Good. Comms, we got any contact? No, sir. Scope is clear. Keep looking. Scarlet, take us on the tour. With pleasure. She's all yours, Doctor. We've got a protoplanet, no atmosphere. Unknown planet 2. There's an atmosphere. Doctor. It could sustain life.